Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Grosses Thema diese Woche natürlich die sogenannte Schande von Luzern. Ja, genau, das ist eine Schande. So viele Guinness einzuladen, während in China ständig die Menschenrechte verletzt werden. Ja, ich wollte eigentlich über GC reden, SP-Präsident Christian Le Über Brun. 4000 Chinesen in der Schweiz als Chinesen auf einem Schweizer 4000er. Um was geht's? Die Weltwoche hat recherchiert und herausgefunden, die Reise von diesen Touristen ist nichts anderes als ein gross angelegtes Spionageprogramm von der chinesischen Regierung. Ziel ist eine vollständige 3D-Karte von der Schweiz, inklusive allen teuren Läden von innen. Als nächstes schickt der chinesische Präsident Xi Jinping dann normal ein paar tausend Chinesen in unsere Berge. Aha. Und was spionieren die dort genau, Roger Köppel? Das ist klar, sie kartografieren unsere Standorte im Redui, nichts anderes. Ja, aber die haben wir doch schon lange aufgegeben. Psst, nicht sagen, wegen all diesen Huawei-Teilen in unserer Studio oder eurer Studiotechnik da beim SRF 3 gehören die Chinesen natürlich alles mit. Ja, oder sie... Ja, danke. Sie hören vielleicht auch einfach SRF 3. Wir senden ja live. Aber zurück zu den Hooligans jetzt, wo die GC-Spieler ja dazu gezwungen haben, ihre Liebling abzuziehen. Gut, das ist kein Problem, Frau Degeli, gar kein Problem. Im Gegenteil, ein Fußballer hätte sich sogar die Stulpen abgegeben. Hätte alle Stulpen abgegeben, zu mir die zeigen. Ja, das ist klar, Hausi Lütenegger. Aber gleich auf Druck von Hooligans das T-Shirt abziehen. Ja, Modeexperte Jeroen van Rooyen, was sagen Sie da dazu? Ich meine, die Spieler von GC können froh sein, dass sie die große Liebling haben können ausziehen. Blau und Weiß ist sowas von 2013. Ja, aber es geht doch nicht, dass man vor diesen Hooligans kapituliert. Frau Bundesrätin Keller-Sutter, wo Sie noch Regierungsrätin vom Kanton St. Gallen waren, sind Sie hart gegen Hooligans vorgegangen. Das ist richtig. Ich war sehr streng mit den Fans von FC St. Gallen. Wenn sie nicht gespurt haben, haben wir sie ohne jede Rekursmöglichkeit sofort ausgeschafft in den Kanton Thurgau. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterreger. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast. srf3.ch. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterreger und seiner Freitagsrunde. Am Eurovision Song Contest ist der Luca Henny ins Finale. Bin ich enttäuscht, Frau Egli? Enttäuscht? Wie bitte? Warum denn da als Altbundesrat Christoph Blocher? Was soll ich sagen? Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, warum die Schweiz soll bei einem europäischen Wettbewerb mitmachen. Aber wir sind schon von Anfang an mit dabei, seit 1956. Ja, was haben wir 1291 gesagt? Was haben wir gesagt? Kein fremder Richter. Es gilt auch für Gesangswettbewerb. In anderen Fragen hat sich Ihre Partei, die SVP, aber auch bewegt. Zum Beispiel punkto Klima. Da plant die SVP jetzt einen Klimagipfel zusammen mit der FDP. Ja, Sie begrüßen das sicher, grüner Nationalrat Bastien Giraud. Nein, überhaupt nicht. Bei einem echten Klimagipfel müssen wir von den Grünen auch dabei sein. Das ist klar. Ein Klimagipfel ohne die Grünen ist wie ein Liegevelo ohne Rädchen. Aber es muss doch in Ihrem Interesse sein, dass die Bürgerlichen sich jetzt auch fürs Klima engagieren. Ja, aber was macht denn die SVP? Der SVP-Bundesrat Ueli Maurer, kaum pfeift der amerikanische Präsident, sitzt er in einem Flugzeug und düst auf Washington. Der wäre gescheiter auf der Aare ins Schlauchbötchen gesessen und über den Atlantik gerudert. Dafür hat der andere SVP-Bundesrat Guy Parmelin viel den besseren ökologischen Fußabdruck. Das ist richtig, haben Sie schon gesagt, Parmelin. Aber dafür ist sein politischer Fußabdruck gleich Null. Ja, das sagen Sie von der SP, Christian Le Brun. Aber jetzt nimmt es mich gleich noch schnell Wunder, welche Massnahmen wird die SVP dann ergreifen, um die Klimaerwärmung zu stoppen? SVP-Nationalrat Andreas Glarner? Gut, das ist klar, oder? Der Albert Rösti tankt bis im Herbst nur noch bleifrei. Der Christoph Blocher heizt seinen Pool im Sommer nicht mehr. Und ich bin absolut dazu bereit, meine Servola zweimal in der Woche sogar
rot zu essen. Gar kein Cervelat ist das Model Tommy Glauser, das für die Zürcher Grünen in den Nationalrat will. Ja. Konkurrenz für Sie vielleicht, Bastian Giraud? Nein, überhaupt nicht. Wir von den Grünen pflegen in der Fraktion ein fortschrittliches Zusammenarbeitsmodell. Frau Glauser und ich planen ein sogenanntes Sitzsharing. Sie geht von mir in den Nationalrat und ich für sie auf einen Laufsteg. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian und der Retter.